Wenn man heute mal die Veranstaltung im Fernsehen sieht, der Zimmermann stellt mir eine Frage. Und was er mich fragt, ich weiß ja nicht, was das ist, aber so, kenn ich. Ich kenne es gar nicht. Ne? Ich stelle mich dahin, im Grunde bin ich trotzdem der Dumme nachher. Im Grunde bin ich der Dumme. Ich kann mal ein ganz kleiner Sketch vielleicht mal aus einer Sitzung nehmen. Zum Beispiel sagt der Zimmermann zu mir, hören Sie, ich habe dich jetzt angerufen. Ja und? Da hat sich keiner gemeldet. Da hat sich keiner gemeldet? Nee. Bist du denn sicher, dass du bei mir angerufen hast? Ja klar, nicht bei dir angerufen. Hast du denn auch die richtige Nummer gewählt? Ja. Da ist keiner an der Nee, da Apparat. ist keiner an der Apparat gegangen. Ich habe mir den Finger wund gedreht. Nur eine? Bist du denn sicher, dass du vor dem Wählen auch der Hörer abgenommen hast? Und da ist keiner an der Apparat gegangen? Nee, keiner. Bist du sicher? Ja. Da war auch keiner zu Hause. Das sind so Witze, die kann man nur spielen, zu zwei Mann. Das sind so Sachen, die sind nicht anstößig. Im Grunde bin ich ja doch der Dumme, ne, weil ich die blöde Fragen stelle. Ne? Das sind für mich Sketche, Verwechslungen. Weißt du, wie der Zimmermann sagt, ich hab mir eine Frau in Frankreich, habe ich dir ein Rembrandt gekauft. Der Rembrandt? Ja, ein Rembrandt. Der richtige Rembrandt, ja. Einen echten Rembrandt. Ja, da, wo kommt der her? Aus Paris. Paris, oh, Frankreich. Paris bei Frankreich, ja. War der teuer? Ja, klar ist so eine Rembrandt-Tür. Der kostet ja 20.000 Mark. Oh, der muss aber alt sein. Ah, der Rembrandt, 20.000 Mark, ist Paris bei Frankreich. Kauft er seine alten, ist der bekloppt. 20 Mille für eine Rembrandt, müsst ihr euch mal vorstellen. Alles Paris bei Frankreich. Hey, Schlüter, Schande, du weißt ja, was der Rembrandt ist. Ich weiß nicht, was ein Rembrandt... Ne, das weißt du doch nicht. Eine baulose Frechheit. Ein Rembrandt ist und bleibt ein Rembrandt. Richtig. Hast du eine Garage dafür? Das sind so schöne Sachen, die tun weh. Aber das ganz Gespielte, das war so schön. Und das Duett war richtig abwechselnd. Es passte alles schön, aber schön. Oh, die ist schön, ich muss ja an der Stelle gucken. Wir haben ein kleines Swimmingpool im Garten. Dort haben wir ohne Badebutzeln baden. Denn das Wasser in der kleinen Pool ist rein. Darum baden wir auch jeden Tag so gern. In unserem kleinen Swimmingpool im Garten. Da dehnt sie ja uns Muschien drin baden, denn alle Katzen haben immer jetzt warm. Darum baden die auch jeden Tag so gern. Im Grunde ist es doch ein Flitsch, ne? Man flitscht da so, ne? Man flitscht oder pitcht, ne? Ich sag einfach Flitsch dafür. Ist kein Mandolin, für mich ist ein Flitsch. Trotzdem eine Mandoline ist, ne? Genauso wie Sie jetzt gucken, haben die auch geguckt, wissen Sie? Da haben die da Drohe ausgepackt. Da habe ich Gas gegeben. Mein Vater hat mir mit 14 Jahren eine Mandoline geschenkt. Und die habe ich nur in der Hand gehabt. Da habe ich festgestellt, wenn man hier drauf drückt und hier drauf drückt, immer einen anderen Ton hat. Da habe ich gesagt, ich habe ja noch 4 Finger. Und wenn ich den 4. Finger nicht nehme, spiele ich auch viel mit dem Daumen. Also ich habe mir alles selbst beigebracht. Ich habe mir alles zusammengefuscht. Und was ich da jetzt mache, ist das, Mandoline war mir zu hell. Dann habe ich einen anderen Seitensatz erfunden. Ein anderer Seitensatz, keine hellen Seiten dabei. Die habe ich vertauscht. Und dadurch habe ich dieses Volumen mit Harmonien.